richtig. Wir sind hier oben am schönen Eisleck. Und wir sind beim Pastor Marco Weles auf Besuch. Marco, du hast hier um einer Zeit hier angefangen, rund um das Pastorhaus eine Gärte anzulegen. Eine Gärte, die heute wirklich sich weisen lässt, weil irgendwo auch ein Platz ist, von Ruhe, von Heimkommen, von Sinn. Voilà, etwas, was wir ganz oft an unserem Glauben vermissen, wo wir Menge machen, mit Aktionen, mit Slogans, die können auch irgendwie weiterkommen. Ich würde dich einfach mal fragen, wie Sie zu dieser Idee kommen? Wie Sie zu der Idee kommen, die hat einen lange Weg hinter sich. Ich bin etwas mehr wie 20 Jahre hier. Und ich wusste nur von Grund, ich brauche Geld. Ich muss am Böden können schaffen, ich muss etwas können. Und an der Pastoral ist es so gesagt, den von Anfang an nicht, was ihr möchtet. Und das möchte ich viel an, denkt du hast aber nicht gemacht. An einem Gerd kannst du etwas setzen und dann du gesagt aber etwas. Du sagst nicht, was du gemacht hast. Gerd wäre da so am Anfang gestützt. Mehr kleine Gerd, wenn sie gemäß Gerd, dass du den Sachen hörst. Hier war gut nicht, Gott sei Dank, der ist gewiss von Öwe bis Sonnen. Und dann hatte ich mir gemäß gehabt. Und ich hatte aber keine Zeit für am Gärten. Ich schaffte nicht mal mit dem Rasenmäher durch den Gärten gefahren, über die Erdbeeren und alles für ein Jahr musste proper zu halten. Und ich, nee, das Lotte geht doch noch nicht. Und ich kann einfach nie abgehen. Und dann irgendwann habe ich mein Rhythmus ein bisschen noch von der Reihe, ich am Leben. Und dann habe ich die Gärten entwickelt, ganz klein, Erlös. Und ich denke, in den großen Abschnitt für Ensbach, wo man einen Accident hatte, wo ich fand, du musst dein Leben radikal ändern. Ziemlich viel geändert. Ich habe gelernt, mit Zeit für mich selber. Wenn wir das nicht machen, egal wo wir schaffen oder wo wir sind, wenn wir keine Zeit für uns selber und wir sind selber nicht mehr geehrt, dann können wir nicht viel bewirken. Wir machen vielleicht viel, wir können nicht viel rüber. Ja, ich habe schon mal Blumen angefangen, da wo es gemäß war, und ich dachte, okay, das geht schon ganz fein. Und dann hast du gerne immer weiter bis in den Ausgang, weil per Sonne neben dir steht, ich dachte, da kannst du andere etwas machen, noch weitermachen. Und dann ist immer mehr vielfältig gehen. Über den Klostergärten, den Bauerngärten, den Blumengärten. Ja, und das war mal die erste Sache, du wärst die gerne mal da. Und dann hast du noch weitergegangen, weil ich angefangen mit Skulpturen zu schaffen. Mache ich also Kirchen, die 4 Kardinaltugenden, das wären die Eichtskulpturen, die kommen. Und du kommst immer die Idee, können die nicht irgendwie weh durch das Leben machen, durch die Gärte, dass den durch das Leben geht, wenn ihn durch die Gärte geht. Und vieles, was den da erlebt, oder gesagt und wie durch das Leben. Und so wird ihn sich gefragt, was für ein Mensch sind ich eigentlich, und wie gehe ich durch das Feld? Was für ein Tipp. Und da könnt ihr bei Leifheit zum Beispiel, das immer mit Bibeltexten verbunden. Ja, Fried erlebt könnt ihr noch bis hin schlussendlich durch die Himmelspert und drüber stehen könnt. Und in der Weg kann ihn vieles erleben, spüren. Es ist ganz viel dafür nachzudenken, wenn ihn durch die Gärte geht, dann geht ihn einfach da durch und sieht es schön, dann hat ihn den Gärte gar nicht verstanden. Er braucht ihn Zeit. Und die sollen sich holen.
das so. Und auf der anderen Seite ja, willst du ihn abmachen, als ein Platz für Begegnung. Schon die ganz flott, das mit Künstler geschafft, die nicht unbedingt für Kirche sind, die nicht weit weg sind, andere, die nicht nah sind, die nicht unbedingt von der katholischen Konfession sind. Was für eine Erfahrung hast du mit Künstlern gerade gemacht im Zusammenhang von deinem Gerd? Also ich bin froh, bis alle Künstler, die nach China kommen, dass die ever impressioniert vom Gerd. Egal ob noch ewig war oder nicht, noch der Sinn, den hat dem Gerd. Also das ist mir unheimlich viel wert, weil die Gerd erst mein See. Und wenn ihn da durchtrippelt, an den Trampel den da durch, dann trampelt den auf meiner See drin. Und die Künstler sind eigentlich immer ganz begeistert. Und eigentlich auch froh, für das halt können zu machen. Weil er einfach ein besonderer Platz ist. Ja, voilà, das ist ein offener Platz, das ist ein Platz, die am Wurzeln ist. Du baust aus. Und vom nächsten Jahr an ist das Projekt für eventuell die ein oder andere Kirche der Garde aufzumachen für kleine Gruppen. Für, dass man auch Kirche so als Hauskirche rund um das schöne pastorische Haus können erleben. Hast du schon konkrete Ideen? Aber es geht vieles durch den Kopf. Ich denke, als Kirche müssen wir auch anders gehen. Und Leute ganz ehrlich nach aussprechen. Weil wir an unserer Kirche wir können ganz schön Gottesdienste feiern, aber du sprichst immer nur eine Sorte Leute, die wirklich an die Kirche kommen. Und ich habe mit dem offenen Gerd erlebt, von 200 Leute durch den Gerd laufen an einem Tag. Wie unterschiedlich die Leute sind, wie sie so eine ganz einfache Manier kannst aussprechen. Die dann noch ganz erstaunt sind, dass ich doch Pastor sind, dass das hier mit Kirche zu tun hat und dass die so Sachen noch an der Kirche finden. Und über Blumen, über die Natur kannst du so einfach ein Gespräch mit den Leuten. Und ich erwarte mir eben, wenn es diese lokalen Gruppen, ich könnte mir vorstellen, dass die Tag verbringt. Mit Impulsen gehen und Leute können sich gerne gehen, nachdenken, sich irgendwo hinsetzen, lauschen und sehen, dass die eine spezielle Gruppe von Leuten auch noch auswechseln, spirituelle Weg. Und dann aber nicht nur das, machen noch einfach nur wegen der Blumen oder der Gärte muss auch Platz. Dass die möglichst viele Leute können so schwätzen, wie sie sagen. Und du gehst nochmal daran in ein Bild von Kirche noch außen hin. Nicht die Pasteure, die, also gut, wir haben als Massen. Mit das ist nicht ein Mandat, was du bist als Mensch. Du bist viel, du bist ein Mensch wie die anderen auch. Und das soll nicht Leute kennenlernen, gesehen, spüren. Eine originelle Manier, Pastor zu sein, Mensch zu sein. Und die zwei Sachen sind nicht zu trennen. Merci Marco Veles für dieses kleine Interview und noch ganz viel Freude beim Ausbau von diesem schönen Projekt. Merci. Das war ein erster Clip hier oben am Pastorischgärten bei Marco Veles. Die sind hier ganz gerne willkommen. Vielleicht tut ihr Gelegenheit, einen kleinen Spaziergang durch Steslik zu machen. Vergesst nicht, dass es heute zuerst wie schöne Gärten gibt. Vielleicht einfach rankommen, zu schmellen und ja, sich einfach hier ein Stück näher lassen. Eine ganz schöne Vakanz.